Es ist Vollmond, das heißt Zeit für gruselige Hörspiele im Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die heute schon den ganzen Tag von einer schwarzen Katze verfolgt wird. Susanne Jansson. Wolfram, ich verfolge die Katze. Oh. Ich brauche ein bisschen Glück in der nächsten Woche. Und dann soll sie mal von links nach rechts laufen. Oder von rechts nach links. Ich lasse sie immer so kreuz und quer. Ich weiß nicht, ob es gruseliger für dich ist oder eher für die Katze. Das arme Ich kann Tier. dir wohl sagen, was gruseliger ist, ja. Hast du eine Katze, Wolfram? Nein. Findest du die auch? Also magst du Katzen? Ja, okay. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die extrem Angst hat vor Katzen. Und wirklich... Angst, ja? Ja, sie findet auch, die hatten so fiese Gedanken hinter ihren Katzenaugen. Würden eigentlich immer gerade was Hinterhältiges machen, vorhaben. Das ist so lustig, wie die Also Wahrnehmung die erschreckt wirklich, wenn auch eine Katze irgendwo auftaucht hinter ihr. Okay, dass sie da ausspioniert wird. Aber ich meine, das ist ja genau das, was Katzenliebhaber und Liebhaberinnen so an Katzen lieben. Diese Weisheit oder dieser eigene Wille und die Intelligenz, den diese Wesen besitzen, zu scheinen. Ich meine, es gibt auch so viele Katzenbücher. Und viele KatzenliebhaberInnen sind ja wirklich, ich wette, ihr draußen bestätigt mir das, also das ist ja eine ganz besondere Beziehung zu einer Katze, wenn man sie denn so richtig liebt. Ich stehe da immer so ein bisschen mit blinkernden Augen davor. Dann weiß ich nicht, ob die heutige Folge von Grauen gemacht ist, um dich da Nee, das weiß ich ganz genau. von und kannst zu überzeugen. Ja. Wir sind bei Folge 30 angelangt. Die Katze heißt sie und erzählt von einem ganz besonderen Abend, den man mit seinem Haustier verbringen kann. Aber hallo, Viel Vergnügen. viel Spaß. Hey, hat jemand von euch ein Sackmesser dabei? Ich habe Servela mitgenommen. Ja, klar. Shit, hey, Besim, das ist ja voll das professionelle Teil. Yeah, du krasser Pfadi-Profi. Ja. Mit dem habe ich fast schon gegen wilde Tiere gekämpft. Leuen, Bären, Klapperschlangen. Aber das Geil. Wichtigste ist der Flaschenöffner. Yes. Da, Steffi. Danke. Wow. Shit, was ist das gewesen? Was? Was war was? Ja, habt ihr das nicht gehört? Was denn? Das Büsi. Komm. Pss, 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 pss. Komm. Ja, komm zu mir. Komm. Pss, 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 pss. Oh fuck! Hau ab, du scheiß Viech! Hey, was ist los? Phil, Alter. hey, was ist mit dir? Das ist nur das Kätzchen. Steffi, gib mir das Messer. Jetzt gib mir das Schießmesser! Hey, ganz ruhig. Okay, Phil, du machst dem Büsi Angst, Mann. Jetzt hau ab, du verdammt Schießviech! Phil, what the fuck? Was läuft mit dir? Hallo, ist alles okay bei dir? Hey, das war nur ein Kätzchen. Gott, Mann. Komm, sitz mal zuerst ab, okay? Hallo? Ganz ruhig. Viel einatmen, ausatmen. Okay? So, sehr gut. Genau, du machst es sehr gut. Ja? Phil, gibt es vielleicht etwas, was du uns möchtest erzählen? Nein, wieso? Miau. Oh, Alter! Easy, Mann. Viel schnaufen. Ja. Also gut, es war am letzten Freitag. Ich bin schnell durchgekommen mit allem auf der Baustelle und konnte früher heim können. Ja, hey, ich habe mich mega gefreut auf einen gemütlichen Feierabend mit meiner Family. Und unterwegs habe ich gedacht, ich könnte mit dem Noah das Dschungelbuch schauen. Ja, ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also ein bisschen Mikrowellen-Popcorn garen, dann nichts mehr machen, Film schauen, chillen. Perfekt. Ich bin wieder da! Wer noch? Hallo?
Die Hause war es mega still. Komisch, sonst spielt er noch amigs irgendetwas und hat ein riesen Gaudi, hey. Rambazamba. Aber an diesem Freitag... Chef ist wieder die. Einfach still. Ich bin in die Stube und dort sind beide gehockt. Der Noah und Melanie. Beide mucksmüsli still nebeneinander auf dem Sofa. Ah, da sind ihr. Haben Sie mich nicht gehört Hallo sagen? Ich war früher fertig beim Arbeiten. Ist alles okay? Ist etwas passiert? Nein. Es ist alles in Ordnung. Okay. Hey, ich habe gedacht, wir könnten heute zusammen einen Film schauen. Das Dschungelbuch, was meint ihr? Popcorn essen, gemütlich Film schauen, ein bisschen chillen. Wie tönt das? Hey Noah, was meinst du? Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und... Bist still! Was hast du gesagt? Heb deine Fresse! Hey, nein, junger Mann, so nicht. Also, so ganz sicher nicht, aber nicht mit mir. Hey, wie redest du eigentlich mit mir? Hey, jetzt gehst du auf in dein Zimmer. Der Noah ist hässig in sein Zimmer gestampft. Und Melanie, die hat einfach nichts gesagt. Die Stimmung war so komisch, aber irgendwie hatte ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Bin ich die Stege rauf. Noah? Und da habe ich gemerkt, dass irgendetwas saumässig stinkt. Leck du, mir hat das grusig gestunken. Hast du echt irgendetwas angestellt? Hast du ein Joghurt im Zimmer versteckt? Und jetzt ist es am Schimmeln? Darum hat es keinen Schokojoghurt mehr gehabt. So. Also, ich komme jetzt mal rein schauen, hä? Oh, was soll... Der Noah steht mitten im Raum. Was ist das? Und über ihm hängen 3 tote Katzen. Allen ist der Bauch aufgerissen und sie hängen an ihren eigenen Innereien. Oh, Scheiße. Noah, was ist das? Was ist da los? Komm aus dem Zimmer. Jetzt komm sofort raus! Fuck, nein. Ich wollte einfach nur noch raus aus dem grusigen Zimmer. Der Gestank, der hat mich fast umgebracht. Ich drehe mich um, wollte rausgehen. Melanie, sie steht direkt hinter mir. Und sie grinset. Sie grinset so komisch. Ihre Augen sind böse und das elende Grinsen. Ein völlig irres Grinsen. Sie hat etwas in der Hand. Melanie, was... Oh. Holy fuck. Ja, und dann? Erzähl. Ich komme wieder zu mir. Mein Kopf tut fucking weh. Und langsam erkenne ich etwas. Oh. Eine kleine Eisenbahn. Noah seine Eisenbahn. Ich bin im Hinterzimmer. Versuche mich zu bewegen. Es geht nicht. Ich bin angemacht. Gefesselt. Ich schaue im Raum um. Und dort sind meine Kleider. Alle komplett verrissen. Völlig zerfetzt. Chaos. Oh shit, was ist das? Oh nein, fuck. Gerade über mir hängen die toten Kätzchen. Völlig am Verrotten. Sie tropfen Blut. Saft. Ich will gar nicht wissen, was genau aus diesen vermodderten Katzen rausfließt. Plötzlich höre ich etwas. Hallo? Hallo? Hilfe! Hey! Lass mich raus! Lass mich gehen! Jetzt lass mich verdammt noch mal gehen! Ich will weg! Melanie? Fuck. Was ist denn das? Etwas ist reingekommen. Auf allen Vieren. Ein Tier. Eine Katze. Eine grosse Katze. Aber es ist nicht einfach eine Katze. Sie hat lange Krallen und einen Schwanz. Aber dazwischen ein Frauenkörper. Nackt. Blutige, bleiche Haut und an ein paar Stellen wieder Fell. Wildes, ungepflegtes Fell. Und dann wieder menschliche Haut. Brüste, grosse Ohren, Schnurrbart, Menschenhände mit Katzenkrallen und spitzige Zähne. Sie kommt rein, leislich, schleicht langsam auf mich zu. Sie kommt ganz nahe zu mir an. Hey,
Was bist du? Was willst du von mir? Lass mich gehen. Mach mich los! Sie ist langsam um mich herumgetigert. Sie schleicht um mich herum. Immer wieder. Ich spüre ihr Fell. Und es ist ganz weich. Und ihre Haut. Sie fängt an, mir über den Körper zu schlecken. Ich spüre ihre rauchige Zunge am Rücken, am Hals, am Bauch. Sie schnurrt. Sie kommt näher und dann verriss sie mit ihren Krallen das Seil an meine Hand. Sie schaut mich an und ihre Augen blitzen. Und es ist, als sagt sie: Wag's, du Feigling. Jetzt bin ich frei, aber ich gehe nicht. Ich schaue sie an, wie in Trance. Und ich höre, wie ich sage: Komm, los, komm. Ihr Blick wird ernst. Sie legt ihre Hände auf meine Brust und langsam drückt sie ihre Kralle in meine Haut. Fuck, tut das weh. Ja, hör nicht auf. Mein Körper brennt. Ich spüre, wie die Haut aufreißt. Fuck. Dann drückt sie ihre Zehen in meine Haut, ins Fleisch. Sie beißt, sie reißt ein Stück Fleisch aus mir. Ich blüte. Sie schlägt mit ihrer Zunge langsam über meine Haut, schlägt das Blut ab und schnurrt. Sie schnurrt und schnurrt und schnurrt immer lauter. Ich habe heiß. Ich schwitze, aber ich zitter und muss lachen. Ich lache ganz laut und gleichzeitig fange ich an zu schluchzen. Ich lache und ich brülle und ich sehe, wie sich ihr Körper über mich... Ich mache die Augen zu und ich höre nur noch ihr Schnurren. Und plötzlich bin ich wieder auf dem Sofa. Was? Ja, auf dem Sofa in der Stube. Der Fernseher läuft, neben mir liegt eine grosse Schüssel Popcorn und die Hülle vom Dschungelbuch. Was? Ja, aber da läuft nicht das Dschungelbuch im Fernsehen. Sondern? Da bin ich. Im Fernsehen. Und da ist sie. Halb Mensch, halb Katz. Und sie gumpelt auf mich, reißt mich auf den Boden, kratzt und beißt und reißt Stück für Stück von meinem Körper. Ich sehe im Fernsehen, wie sie mich frisst. Und mit jedem Biss, den sie nimmt, spüre ich, wie mein Körper leerer und leerer wird. Als würde sie mein Innere fressen. Ich probiere, den Fernseher abzustellen, aber es geht nicht. Ich drücke nochmal. Keine Chance. Am Schluss bleiben nur noch Knochen von mir übrig. Und sie blinzelt zufrieden in meine Richtung und schlägt sich übers Maul. Und dann kommt der ganz normale Abspann vom Dschungelbuch. Hallo, Schatz! Ah, du bist ja. Was? Papi! Papi! Wo kommen ihr jetzt? Papi! Ah, hey, Noah. Schau mal, was ich mit der Mami bin geholt. Ah, Kiste. Und was ist denn da drin? Ein Büsi, wir sind ein kleines Büsi geholt. Schau mal, so herzig. Ach du Scheiße. Shit. Ein Büsi. Und wie heisst's? Ja, es hat noch keinen Namen. Der Noah will, dass es Cristiano Ronaldo heisst, aber ich bin dagegen. Bist du enttäuscht, dass es ein Kater ist und kein Pussy? Hey, Alter! Ja, eigentlich noch schön, dass Melanie und du eure Sexualität so spielerisch erkundet. Voll? Was? Stimmt, Phil, du SM-Dude. Und Melanie, die ist eher ein Furry. Hey, fick die Besim! Phil, du wilder Kater. Und Susanne, würde ich dir jetzt eine Freude machen, wenn ich zu Weihnachten abends bei euch klopfen würde und in meinem dicken Mantel ihn aufmachen, darunter mauzt es schon. Ein kleines schwarzes Kätzchen gibt es hervorschein als Geschenk für euch. Nee, würde ich, glaube ich, passen.
richtig stehen lassen. Ich glaube auch, wenn ich das Dschungelbuch das nächste Mal schaue, werde ich unweigerlich an diese Katze denken. Das ist ja schon, ich bin immer noch ein bisschen verstört. Das ist wie so ein Hieronymus Bosch-Bild, oder? Irgendeine Mischung aus Garten der Lüste und Hölle. Dieses Hybridwesen. Ja. Aber es war, glaube ich, fast die erotischste Folge für Grauen. Stimmt, ja. Hat André euch das, ich weiß, du hast mal erzählt, er hat immer so ein bisschen eine Wildcard. Er kommt mit Ideen. Hat er euch gesagt, dass es ein lang gehegtes Grauenbild ist, was er mal ausbuchstabieren will? So nicht, aber er hat schon gesagt, ja doch, ich habe schon eine Idee. Ich will was mit einer Katze machen. Genau. Weißt du, ob er eine Katze hat zu Hause? Ich glaube nicht. Fast möchte man sagen, hoffentlich nicht, ja. Aber was wir ihm dann noch ein bisschen versucht haben zu verstärken, war so dieses Albtraumhafte, dass hier doch so verschiedene Bilder abwechseln und auch so die Ebenen ineinander fließen, zum Beispiel schon auch mit dem Fernsehen und der Realität und dem Albtraum. Genau. Das ist vielleicht doch so was Verstörendes, dass der Wechsel von der Realität hin zum Traum gar nicht markiert ist. Vielleicht findet der ja auch schon im Off statt. Aber du hast ja eigentlich den normalen Phil, wie er da beschwingt nach Hause fährt und Popcornabend plant. Und dann hat es der Regisseur Johannes auch noch mit dieser Dschungelmusik untermalt. Und dann gibt es überhaupt keinen Kippmoment. Also ich habe wirklich keine Vorwarnung. Aber strange verhalten die sich ja dann ab der ersten Minute in der Wohnung schon, ja. Und das Aufwachen ist ja dann auch nicht ein klares Bums auf dem Sofa, sondern dann gibt es ja nochmal den Nachschlag. Jetzt muss ich mir das im Fernsehen noch zu Ende anschauen. Plus die Katze am Schluss, das Büssi. Genau. Aber toll wieder, wie fies die am Lagerfeuer dann eigentlich sind. Oder ist das eigentlich Absicht? Also überlegt ihr, dass ihr die Leute quasi so ein bisschen aus der Schreckwelt zurückholen müsst, indem drüber gescherzt wird, was man gehört hat? Das ist tatsächlich eher auch was vom André Benziger, vom Autoren ganz stark kommt. Also ich finde, er ist sehr gut mit sehr schrägen Geschichten, aber er kann vor allem auch gut dieses Lagerfeuer schreiben, dass die Leute sich so gegenseitig miteinander lustig machen. Das kommt meistens von ihm. Ja. Sehr gut, das fand ich nämlich sehr lustig und auch schon am Einstieg, wenn Phil da mit dem Sackmesser nach dieser Katze im Wald sticht und sie dann so fragen, willst du uns irgendwas sagen? Nö, wieso? Und Besim dann nur sagt, miau. Und er wieder so hochgeht. Ja, schön. Da habe ich euch das nochmal nacherzählt, auch ganz wichtig. Gut, bei der nächsten Folge kommt ein Horror, den ich tatsächlich so, den kann ich sehr gut nachvollziehen, der funktioniert bei mir sehr gut. Der Horror vom Flamenco? Nein, der auch. Nein, Spiegel. Ich finde schon, ist ja schon was, eigentlich ist an und für sich schon was Unheimliches, dass man sich selber sieht, wenn man Bewegung macht. Das Gegenüber mitmacht, doch. Und dann ist man ja doch relativ schnell dann bei der Idee, man bewegt sich und die Bewegung wird nicht 1:1 mitgemacht. Oder da geschieht eine ganz andere Bewegung in dem Spiegel. Wir hatten so unterschiedliche Kindheiten, glaube ich. Wir haben uns immer an den großen Flügelspiegel der Großeltern gestellt und haben da so, wie heißt das, Hampelmann gemacht. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass der Spiegel nicht dieselbe Bewegung macht wie ich. Wolfram. Jetzt sind wir aber bei Grauen und nicht bei Hampelmann, die Hörspielerie. Deswegen wird, glaube ich, die nächste Folge eher meinem Gruselempfinden folgen. Der Spiegel heißt sie, von Sunilmann, Folge 31 von Grauen. Der Martin Betzeler hat die inszeniert, gell? Und die Musik gemacht, das merkt man wieder. Euch erwartet eine Inszenierung, wo Sprache und Musik wieder ganz toll Hand in Hand gehen. Sehr. Und es lohnt sich tatsächlich auch, Kopfhörer aufzusetzen, wer es nicht schon hat. Weil Räumlichkeit wirklich eine große Rolle spielt. Viel Spaß. Viel Spaß. Hey, warum machen wir eigentlich immer Sommerpause? Was, Sommerpause? Ja, wir 4 im Lagerfeuer. Und bei jedem scheiß Wetter treffen wir uns am Vollmond da und erzählen gruselige Geschichten. Nur im Sommer nicht. Ey, stimmt. Ja. Man, genau dann, wenn es warm ist und lang hell und man gar nicht mehr heim will. Ja, genau. Und jetzt ist es kalt und feucht. Ja. Genau. Und der scheiß Nebel. Hey, stellt euch vor, wir wären jetzt am Strand von Hawaii. Oh, so geil. Hey, Sevilla wird schon länger.
Ich habe das letzte Mal gegoogelt. Das ist einer der wärmsten Orte in Europa um diese Jahreszeit. Sevilla? Ja, voll. Ja, also ab auf Spanien. Yes. Steffi, was hast du? Mir ist ein bisschen trümmelig. Sorry. Hey Steffi, du bist mega bleich. Ja, schon. Hey, komm, leg mal schnell auf die Decke. Alles gut. Es ist nur... Oh, Was? Sevilla. Bueno, que ya hemos llegado, ¿eh? Nehmt ihr euer Zeug? Tranquila, yo la ayudo, venga. Un momento. No pasa nada, no pasa nada. Ah, da. Muchas gracias. Que desse con el cambio. Muchas gracias. Gracias. Que disfrute de las vacaciones, ¿eh? Streberin. Hey, wow, das ist ja der Wahnsinn. Aus wie das Schloss sind die Schöne und das Biest. Gell, Da voll. hat sicher Monster drin. Sicher nicht. Voll cool, ey. Komm, wir gehen mal schauen. Also, gell? Ja. Oh, nein. Das ist ja unglaublich, Steffi. Was hast du auf Airbnb gefunden? Nein, ich habe bei Google Sevilla und Airbnb eingegeben. Oh. Und dann ist das Fenster aufgeploppt mit dem Angebot. Was aufgeploppt? Ja, so ein Pop-up-Fenster ist aufgegangen. Pop-up? Hä? Ja, mit so einem Sonderangebot. Und hey, ich habe mich auf jeden Fall sofort in das Häuschen verliebt. Schau's mal an. Du bist gut, das ist ein verdammter Palast. Ja, und dann noch mega günstig. Die Wohnungen auf Airbnb wären alle viel teurer gewesen. Du, hoffentlich hat es keinen Haken. Ui, das schmeckt aber recht abgestanden da innen. Wo ist der Lichtschalter? Ich sehe nichts. Warte. Mach mal die Vorhänge auf. Wow, die Fenster. Riesig. Schau mal, Steffi, wie schön mit dem Licht. Ja, aber abstauben hätte ich vielleicht gleich mal können. Das ist doch nicht so schlimm. Nein, sorry. Siehst du die Staubschicht da? Die sollen den Putzekippe schicken. Ich schaue gerade mal den Vermieter an. Dein alte Handy hat doch da keinen Empfang. Aha. Hey Steffi, wow, schau mal. Das Schlafzimmer. Es nimmt niemand ab. Steffi, komm schon, schau. Keine Krummbox, nichts. Schau mal das Himmelbett. Die verschnörkelten Goldrahmen. Nein, wie aus einer anderen Zeit. Das Königin der Zimmer. Fabi! Hey, aber schau mal, dort oben im Ecken, ein riesiges Spinnennetz. Nein, Steffi, das ist doch einfach Staub. Okay, mega viel Staub, aber es hat doch irgendwie auch etwas Verwunschniges. Irgendwo im oberen Stock wartet noch ein Schneewittchen. Fabi, echt. Sie wartet in einem Glassarg, bis du sie wach kriegst. Hey, nein, ich finde das im Fall überhaupt nicht lustig. Ja, das wäre jetzt vielleicht der Haken von dem Sonderangebot. Kommt normal, das gibt's doch nicht. Schau mal dort, was ist hinter dieser Tür? Also ich tippe auf ein weites dreckiges Zimmer. Oh mein Gott, Steffi, komm schauen. Nein, ein Füssli-Balkon, mitten im Raum, voll pompös. Und der Spiegel mit diesen Goldverzierungen über dem Brünneli. Ja, siehst du einfach gar nicht, weil das Glas von Dreck blind ist. Geht das jetzt einfach so weiter, die ganze Ferien? Sonst gehen wir einfach in ein Hotel. Das können wir vergessen. Hast du die Touristen gesehen beim Herfahren? Die ganze Stadt ist voll, Hochsaison. Ja, und was schlägst du vor? Steffi, Steffi. Ha? Vielleicht sollten wir ihn einfach so lassen. Dann können wir heute Abend trinken, bis wir umkippen. Und am Morgen müssen wir unsere fertigen Fratzen nicht anschauen. Mega cool da. Ja, mega. Im Garten hat es einen Teich mit Fisch. Was? Oh ja? Und ein Gereizli. Was meinst du, Steffi? Das bisschen Staub ist doch nicht so schlimm, oder? Also gut, komm. Dann putze ich jetzt einfach mal das Nötigste, angefangen mit dem Spiegel. Hey. Fabi? Fabi? Was ist? Hey, der Spiegel! Ich bring den einfach nicht super! Warte, ich komme gerade. Fuck, hey, das muss doch gehen. So, wer sagt's denn? Geht doch. Immerhin sieht man jetzt schon ein bisschen etwas. Hey, nein! Ist etwas? Hey, warum sagst du mir nicht, dass ich so nudelfertig aussehe? Was? Du siehst doch ganz...
Ganz normal aus, wie das blühende Leben. Haha. Ich sehe aus, als hätte ich 3 Nächte nicht geschlafen. Du bist seit 2 Stunden am Spiegel putzen. Klar, bist du ein bisschen verschwitzt. Aber im Spiegel sehe ich aus wie 50. Jetzt lass doch den Spiegel mal Spiegel sein. Und wenn du schon deinen Putzfetisch ausleben willst, dann putz gescheiter die riesige, schöne Badwanne. Vielleicht brauchen wir die ja noch heute Abend. Siehst du mal den verdammten Spiegel da. In einer Viertelstunde gehen wir los. Okay. Bis dann blitzt er wie neu. Badwanne schon. Badwanne. Das ist das letzte Mal, wo ich auf so ein Sonderangebot hineingehe. Ich sehe wirklich alt aus. Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Stefanie! Was ist das? Mein Spiegelbild. Das hat mich angegrinst. Das hat Spiegelbilder so an sich. Wenn du grinsest, grinst es zurück. Aber ich habe gar nicht gegrinst. Steffi, du brauchst einen Drink. Hey, irgendetwas ist komisch. Komm mal. Also, ich sehe 2 Frauen, nicht mehr blutjung, aber echt gut im Schuss. Das sind wir, Steffi, du und ich. Ich sehe nur das, nichts anderes. Okay, stimmt. Okay. Los jetzt, gehen wir etwas trinken. Findest du auch? Hey, die Tapas. Der grillierte Tintenfisch. Und morgen Kathedrale, oder? Du siehst mega schön aus in dem Kerzenlicht. So jung, fast ein bisschen wie früher. Knie, du hast so sexy Knie. Habe ich dir das schon mal gesagt? Zu viel Sangria. Eindeutig, Fabi. Du kannst nicht, Fabi. Die Badwanne ist doch klein. Du machst alles nass. Oh. Also, dann verlagern wir das ins Bett über. Ich komme gerade. Ich muss zuerst noch... Also, wenn du jetzt Spiegel sagst, dann fange ich an zu schreien. Dann sag ich es nicht, okay? Hey, es tut mir leid. Ich weiss wirklich nicht, was mit mir los ist. Aber er lässt mir einfach keine Ruhe. Oh, ich habe es gemerkt. Jetzt vergiss einfach mal den Spiegel, Steffi. Lass ihn einfach sein. Hast du das gehört? Was gehört? Das komische Geräusch. Steffi, alles, was ich höre, ist das Badwasser, das plätschert. Und meine Leidenschaft, die in meinem Körper für dich brodelt. Das war im Fall etwas. Wie wenn jemand von innen den Spiegel polieren würde. Steffi! Also, ich gehe jetzt raus. Ich warte im Schlafzimmer auf dich. Fabi! Fabi! Ich will nichts mehr von dem scheiß Spiegel hören. Mist. Stefanie! Was ist das? Stefanie. Hallo? Ist da jemand? Hey, jetzt bin ich glaube wirklich durch. Ich rede mit dem Spiegel. Du redest mit dem Spiegel. Fabi? Hallo? Wer ist da? Ja. Wer ist echt da? Stefan. Hey, hör auf grinsen! Du bist nicht mein Spiegelbild! Du bist nicht ich. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist! Wer auch immer ich bin. Hör auf! Hör auf! Oh, ich habe aber auch schon besser ausgesehen. Oh.
mein Schädel. Hey, hast du auch so schlecht geschlafen? Ja, wir werden nicht jünger. Ja, stimmt. Hey, ich hatte voll den schrägen Traum vom Spiegel. Ich habe gestern wahrscheinlich doch ein bisschen übertrieben mit Polieren. Fabi? Hey, Fabi, warum sagst du nichts? What the fuck? Das kann doch nicht sein. Wieso? Hey! Hey, hallo! Fabi! Fabi, hörst du mich? Ich bin da drin! Fabi! Fabi! Mami, gehen wir heute noch ins Spielzeug laden, wenn wir gestern gesehen haben? Ja, Jana. vielleicht. Janik! Mami, wieso hat es da einen Sprung im Glas? Sende mich! Ja, der war gestern noch nicht da. Ui, da wird sich die Steffi aber freuen. Fabi, da innen bin ich! Hilf mir! Wow, komm! Wer will Rührei? Speck? Oh, ich, bitte ich. Steht alles auf dem Tisch. Fuck, was ist da los? Schatz, du bist einfach grossartig. Das bin ja ich. Und letzte Nacht? Ich kenne dich ja gar nicht, so hemmungslos. Fabi, nein, das bin nicht ich. Das muss Sevilla sein. Die Stadt macht mich ganz wild. Hey! Dann müssen wir öfters auf Spanien in dem Fall. Woher du willst, Schatz. Ich bin dabei. Das gefällt mir. Wir haben aber schon wieder das Gipfeli weggenommen. Ich gehe. Wir machen jetzt Abend da weiter. Was soll das? Du bedeutest mir alles. Fabi, du bedeutest mir alles. Woher du willst, Schatz. Woher du willst. Lass mich da raus, das ist mein Leben. Jetzt ist es mein Leben. Schatz, dein Kaffee wird kalt. Komm, Fabi. Schatz. Das bin nicht ich. What? Hast du probiert, den Spiegel zu schliessen? Das Glas war steinhart, wie aus Beton. Ich wäre durchgedreht, wenn ich mir so selber hätte zuschauen musste. Aber das bin ja nicht ich selber. Weißt, die andere Steffi, die hat schon etwa so ausgesehen wie ich, aber... Älter. Müder. Nein, eben nicht. Jetzt war sie jünger. Frischer. Böser. Hey, und Fabi hat nichts gemerkt. Nein, im Gegenteil. Die war so happy wie schon lange nicht mehr. Kommen, Kind. Sind ihr parat? Ja. Sonnencreme eingeschmiert. Gerade, ich bin fast fertig. Sonnenbrille, Baseballkappe. Ja. Zähne putzt. Muss kein Lust. Ruhe jetzt! Steffi! Ich meine, ein bisschen leisliger, liebe Schätzelis. Ist alles okay, Steffi? Hast du doch zu viel Sangria gehabt gestern? Gar nicht. Ich fühle mich nur so befreit. Zahnputzen! Mach vorwärts. Wir wollen gehen, bevor es zu viele Touristen haben. Janik, Adriana, hören ihr mich? Ich will das Segelbötchen, das ich in dem Schaufenster gesehen habe. Die Steffi ist komisch. Sicher so eine Frauensache. Was für eine Frauensache? Zeug halt, keine Ahnung. Hey, ihr müsst mir helfen! Hilfe, holt mich da raus! Hast du es? Gerade. Scheiß Spiegel, man sieht sich ja gar nicht richtig. Janik, ich bin da drin! Das bisschen siehst schon etwas. Schau. Aber so vernebelt. Man könnte meinen, wir wären zwei Geister. Adriana, Janik! Hey! Ah, mein Ring. Der Ring, den mir Fabi geschenkt hat. Da! Hast du das gehört? Ja. Bist mal still. Da ist etwas. Das kommt aus dem Spiegel. Ja. Was macht ihr da? Los, raus mit euch, ihr Saugofen. Ich wünschte, ihr wäret nicht da. Was? So, sind wir parat? Ja, schau, unsere zwei Schnügel. Geschniggelt und gestriegelt. He? Sie sind den ganzen Tag weggeblieben. Und ich konnte nichts machen. Gefangen in dem Spiegel.
Und dann am Abend spät sind sie endlich heimgekommen. Ich habe gehofft, dass der Jannik noch mal ins Bad kommt. Aber da war nur sie. Morgen ist Abreisetag. Lass mich raus, das ist meine Familie. Nicht mehr, jetzt ist es meine. Wobei auf die Kinder könnte ich verzichten. Was? Aber die werde ich sicher noch irgendwie los. Lass deine dreckigen Finger von ihnen, wenn du ihnen auch nur ein Haar krümmst. Denn was? Du wirst auffliegen. Jemand wird schon noch merken, dass du nicht ich bist. Mama? Mit wem redest du? Mit mir selber. Steffi, kommst du? Ich habe noch unsere Flasche Wein aufgemacht. Für unseren letzten Abend in Sevilla. Komm. Hallo? Jannik, da bin ich. Hörst du mich? Ist da jemand? Ich bin's da rein. Los genau an, Jannik, Schatz. Hallo? Wer ist da? Ich bin's, die Mama. Jannik. Mama? Jannik. Mama! Ja, klopf bitte. Was machst du da? Oh nein. Klopf bitte. Ja, Jannik. Du Schießkopf! Bitte. Nein. Hör auf. Ja, bitte, Mama. 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 Du hast mich gerettet. Was ist los? Was ist passiert? Hast du den Weg gemacht, Jannik? Nein, ist gut. Der Spiegel, was ist passiert? Er ist zersprungen. Er ist einfach zersprungen. Die Flüge nach Sevilla sind wirklich ungünstig. Ernsthaft jetzt? Ja, Hast du gehört, was sie gerade erzählt Ja, hat? ernsthaft, schau doch. Hey, krass. Hey, schau mal, die Unterkunft ist sogar im Flugpreis inbegriffen. Oh. Ja, voll. Einziger Haken. Was? Der Spiegel ist kaputt. Macht doch, was ihr wollt, hey. Till, kommst du mit? Die sind so doof. Schönen Abend zusammen. Ich gehe mir jetzt eine Pizza holen. Kannst du ja vor einem Spiegel essen. Dann fühlst du dich nicht so allein. Danke. Ciao, Zoe. Tschüss. Ciao. Ciao, Flavio. Hey, Ist Steffi. meine Quattro Stagioni parat? Hast parat. Hast du sie doch gerade schon abgeholt. Gerade vorher. Was? Susanne, du hast ja schon gesagt, Regie hat hier Martin Petzler geführt. Sounddesigner, Komponist und dem auch Regisseur. Und dem haben ja Simon und ich diesen Text übergeben und schon auch gedacht. Hat sich gefreut, ja? Ich glaube, er hat sich schon gefreut, aber wir dachten so, also jetzt einen Spiegel darstellen und dann vor allem eine Innenwelt und eine Außenwelt von dem Spiegel und dann ist dann, wir sind erst draußen und dann mit Steffi drin, dann auch noch die Doppelung der Hauptfigur. Die Spiegelstimme. Genau. Dachten wir schon, wir haben schon was zum Arbeiten gegeben. Aber ich würde sagen, er hat sein Meisterstück damit gemacht. Auf jeden Fall den Task voll erfüllt. Das löst sich wirklich gut ein. Ich finde auch die Räume generell klingen sehr tief und sehr schön. Und du hast wirklich am Anfang das Gefühl von diesem abgedunkelten, lange Jahrzehnte stillstehenden, staubbedeckten Raum oder die Badewannenszene, was ja auch nicht so einfach ist. Und aber grundsätzlich Steffi hinter dem Spiegel, finde ich, hat er toll gelöst. Also es geht ja nicht nur um die Verortung rechts, sondern man merkt richtig, dass die Stimme gefangen ist, dass sie eingedämmt ist im Verhältnis zu den anderen Stimmen. Und bei Steffi 2, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder Spiegel-Steffi, die schon sehr fies ist, da hätte sie ein bisschen dran arbeiten können. Weißt du, also sie, klar, du hast wieder nur so eine kurze Zeit, aber sie bricht ganz schnell in diese Bösartigkeit aus. Das hat mich so ein bisschen an bisschen sanfter Vergleich, aber bei Disney Ariel, wenn die böse Ursula die Rolle von Ariel einnimmt, das schöne Äußere hat, oder nicht, sie nimmt ja nicht ihre Rolle ein, nicht ihr Aussehen, aber quasi den Platz. Es ist halt hier das pure Böse.
Das kann sich nur ganz schlecht. Aber da hat er ja eben die Stimme so ein bisschen gedoppelt und gepitcht und manchmal sind Anklänge da, wo du denkst, jetzt höre ich Steffi, aber eigentlich ist die ganze Zeit klar, das ist eine andere Figur. Für mich hat die Folge super gut funktioniert. Sie ging ein bisschen länger, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, sobald Steffi eingesperrt ist, ist die Geschichte zu Ende. Aber klar, sie muss ja irgendwie wieder ans Lagerfeuer kommen. Aber das vor allen Dingen gut funktioniert, weil ich würde ja per se sagen, das braucht eine visuelle Entsprechung. Aber man hat so viele, und ich glaube, jeder kennt Schneewittchen. Und viele kennen auch so ähnliche Geschichten oder eben wie das Bildnis Dorian Gray, also dass das Gegenüber oder dein Konterfei sich verändert. Deswegen hat es hier eigentlich gereicht, das nur zu beschreiben. Ja. Naja, und allein doch schon so dieser alte Gegenstand, dieser ganz alte Spiegel, der stumpf ist, schrubbt man so lange manisch, bis er wieder was anfängt zu spiegeln eben. Ich glaube, diese Faszination funktioniert schon auch. Aber das ist komisch, ne? Ich meine, Fabi lebt das so aus, die sagt, komm, wir tauchen hier ein in diesen Zauber, den das hat. Und hätten sie das mal einfach gelassen. Also das kommt einem ja auch so ein bisschen brutal vor, wie Steffi da diesen Spiegel bearbeitet. Das ist ja schon übergriffig. Ja, stimmt. Wenn sich was so dagegen wehrt und sagt, ich bleibe blind. Meinst du eigentlich die Rache des Spiegels? Aber vielleicht hätten sie wirklich 2 ganz tolle Wochen gehabt und dieser Spiegel wäre einfach geweißt geblieben und nichts wäre passiert. Aber so hat sie fast das Böse, weißt du, wie den bösen Djinn aus der Flasche geholt hat. Das stimmt, ja. Man muss ihn wirklich rausprügeln. Ja. Also sehr lange ruppeln. Gutes Stichwort, Wolfram. Ja. Aus die haben sie ja auch das Böse rausgelockt. Ach so, ja, stimmt, genau. Wir haben ja letztes Jahr nicht nur 100 Jahre Schweizer Hörspiel gefeiert, sondern auch 50 Jahre Schreckmümpfeli. Und dazu gab es einen Kulturplatz-Talk, wo ich eingeladen war, um eben über Schreckmümpfeli zu sprechen und auch die neue Grauen-Staffel, die da gerade erst rauskam. Für alle, die den Kulturplatz-Talk nicht kennen, schaut doch mal. Online könnt ihr das abonnieren oder immer um 9 auf Radio SRF 2 Kultur am Morgen. Gibt immer eine halbe Stunde Expertengespräch zu kulturellen Themen, mal weiter, mal konkreter, genau. Und ich war dann als Experte da für Grusel und für gruselige Hörspiele und konnte da mit Felix Münger sprechen. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere hier im Krimi-Podcast. Das ist ein schönes Gespräch generell. Ihr löst euch ja auch vom Hörspiel, geht so ein bisschen allgemeiner weiter weg. Ich finde auch eine tolle Ergänzung zu einer grauen Folge. Oder 2 wie heute. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Kulturplatz Talk auf SRF 2 Kultur. Heute ist Vollmond und heute jährt sich der Horror, das Grauen und Gruseln am Radio zum 50. Mal. Das Schreckmümpfeli. Das Schreckmümpfeli. Am 5. November 1975 drang es zu später Stunde erstmals in die helvetischen Stuben und Schlafzimmer. Seither gingen gegen 1000 dieser ironischen Kurzkrimis über den Sender. Warum setzen wir uns freiwillig dem Gruseln aus? Für viele Menschen jedenfalls ist der Sendetermin immer am Montag kurz nach 23 Uhr auf SRF 1 eine Fixzeit, bevor man sich unter die Bettdecke verkriecht. Wolfram Höll, auch für dich? Ja, ich habe das eigentlich noch gern so am Montagabend um 11, wenn dann zu Hause im Haushalt alles ruhig ist, alles schlafen, man die letzten Sachen aufgeräumt hat und dann doch mal so eine kleine, gruselige Geschichte in der abgedunkelten Wohnung, kurz zum Schlafen gehen, doch, finde ich noch gut. Ich bin Felix Münger, Wolfram Höll ist Hörspielregisseur bei SRF und neben Schreckmümpfeli produziert er auch andere Hörspiele, die Gänsehaut auslösen. Aktuell zum Beispiel die 6. Staffel der Hörspielserie mit dem Titel Grauen mit 5 Folgen, die ebenfalls allesamt schauriges Vergnügen versprechen. Die Serie ist online verfügbar unter srf.ch/krimi. Wolfram Höll, ich freue mich sehr, schön bist du da. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Der Horror ist Teil deines Berufs als Hörspielproduzent. Was fasziniert dich daran?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich wirklich ein riesiger Angsthase. Angsthase? Ja, tatsächlich. Also ich kann keine Horrorfilme schauen, aber ich habe eine große Faszination. Was ich zum Beispiel wirklich sehr gerne mache, ist mir dann Wikipedia-Zusammenfassung von Horrorfilmen durchlesen. Das ist genauso die Menge Grusel, die ich gut vertrage. Also ich habe eine ganz große Faszination, bin ein scheuer und ängstlicher Konsument, aber umgekehrt ist ein ganz tolles Spielfeld, um Hörspiele zu machen und für Grusel zu sorgen. Und wie das genau geht, das erzählst du uns in dieser halben Stunde. Der Horror, der findet sich ja nicht nur in der Literatur und dem Hörspiel, sondern in allen Kunstgattungen, zum Beispiel in der klassischen Musik. Camille Saint-Saëns, Danse Macabre kommt mir da in den Sinn, oder Karl Orff, Oh Fortuna aus Carmina Burana, das tönt so nach Hexensabbat, oder in der Malerei. Zum Beispiel so bei alten Meistern wie Peter Paul Rubens oder bei Goya in seinen Schreckensvisionen oder im Film Stephen King und Co. Wie gehst denn du mit dem Horror, du erträgst ihn ja im Hörspiel nicht, wie gehst denn du mit dem Horror in den anderen Künsten um? Schaust du da weg oder findest du da auch einen Wikipedia-Zugang? Naja, ich glaube jetzt bei einem Ballett oder Oper, das vertrage ich dann eher, oder ein Gemälde anschauen. Es gibt natürlich dann ganz verschiedene Strategien, wenn man es dann bis zu Videospielen geht, die ja wirklich alles machen, um so richtig reinzuziehen, ganz immersiv. Da gibt es schon Tricks, um auch Horror erträglich zu machen. Soll ich jetzt schon klein sagen? Ja, zum Beispiel. Also natürlich sowas ganz Einfaches, immer, wenn man das bei Licht anhat oder wenn man auch zum Beispiel bei Videospielen, wo man jetzt einfach mal die Geräusche ausmacht. Musik macht wahnsinnig viel aus. Das ist ja noch die Querverbindung zum Hörspiel. Da sind auch schlimme Horror-Videospiele ganz gut erträglich. Aber wenn du Hörspiele produzierst, Horrorhörspiele, wie jetzt diese aktuelle Staffel Grauen, ich meine, da bist du ja permanent dem ausgesetzt. Geht denn das? Na, ich finde, wenn man es selber macht, geht es extrem gut. Das ist ja wie wenn man sich Fotos anschaut von einem Set, von einem Horrorfilm. Ohne die ganze Beleuchtung ist das Set überhaupt nicht mehr schlimm. Wenn man sieht, wie die Maske gemacht wird und wie alles entsteht, wenn man es selber macht, dann ist man ja im Machen und das geht problemlos. Das schafft dann die nötige Distanz und man kommt da nicht so rein. Also, wenn wir jetzt über Horror in Literatur und Hörspiel reden, Horrorfiktion zielt im Grunde immer auf dasselbe ab. Sie will ZuschauerInnen unterhalten, indem sie ihnen Angst macht. Das ist so pauschal gesagt, salopp gesagt, das Grundmuster. Wolfram Höll, was macht denn eine gute Horrorgeschichte aus? Was sind so Grundmuster? Also ich glaube, was natürlich beim Horror gut funktioniert, wenn man wirklich auf Emotionen geht, also sehr auf die Affekte. Man muss bei einer Horrorgeschichte sich unwohl fühlen, wenn es Richtung Angst geht. Angst, Unwohlsein, Furcht, es wirklich ganz stark mit den Emotionen geht. Es ist kein rationales Empfinden, sondern körperliches, gefühlsmäßiges Empfinden. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man so an gewisse Grundthemen rührt, also Angst vor dem Tod. Übernatürliches kann bis zu gehen, gibt es ja viel auch in Filmen, Unbehagen vor den eigenen Kindern, die ihr Eigenleben entwickeln. Kann ja auch ganz beliebtes Motiv in Horrorfilmen, Horrorgeschichten. Also das unheimliche Kind, das ist dann, wo das Kind plötzlich mit Satan in Verbindung gebracht wird und in uns Angst auslöst. Das ist ein Motiv, das man oft findet. Ja, tatsächlich. Also da gibt's bekannte Filme. Ja. Ein schöner Einstieg ist natürlich immer, dass man denkt, die bösen Eltern tun jetzt ihrem Kind was an. Und man merkt am Schluss quasi in der Geschichte, nein, die Eltern hatten recht, das Kind ist der Satan, oder es wird dann offen gelassen. Es gab auch vor ein paar Jahren mal einen realen Gerichtsfall, ich glaube in Kanada, wo eine junge Frau, eigentlich ein Kind, sich eingeklagt hat, dass sie wieder zu ihren Adoptiveltern will. Und die haben dann aber vor Gericht gesagt, nein, dieses Kind ist eigentlich schon erwachsen. Das ist einfach kleinwüchsig und ist sehr böse, manipuliert ist und so weiter. Dann wie diese beiden Sichtweisen gegeneinander. Das ist jetzt der krasse Fall. Aber ich meine, jeder, der Kinder hat, merkt auch sonst, ein Kind glücklicherweise entwickelt eine Autonomie, autark nicht, aber Autonomie, einen eigenen Willen. Und das kann einem ja zwischendurch auch mal unheimlich werden. Es ist nicht einfach eine Fortsetzung von einem selber. Und ich glaube, daran rührt's. Und das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Ich denke, Horror muss immer mit der Realität zu tun haben, in der Realität verankert sein. Also wenn jetzt bei Herr der Ringe und in der Fantasy-Welt unterwegs ist, da macht mir ein Monster nicht mehr so wahnsinnig Angst, weil das ist ja alles möglich. Da gibt's Orks und Drachen und keine Ahnung was. Aber Stephen King, so die Horrorgeschichten, die sind in der Realität angesiedelt und dann bricht dort das Übernatürliche ein. Und es könnte mir eben auch passieren, wenn das eben im Alltag angedockt ist. Aber sag mal, ich meine,
Warum fasziniert uns denn der Horror? Ich glaube, also es gibt einen schönen Begriff dafür, der heißt Angstlust. Finde ich ein schönes Wort. Da geht es eigentlich darum, dass man eine Lust daran hat, an einem Zustand mit Angst und auch an dem Überwinden. Es gibt ja, ich glaube, in fast jeder Kultur, jeder Kultur erzählt man sich Legenden und Märchen. Da gibt es ja viele Märchen, die wirklich auch sehr brutal sind, Angst machen. Dann auch immer die Frage, darf man die in der ursprünglichen Form noch bringen oder muss man die so ein bisschen weich spülen und schön machen für unsere Kinder, um sie nicht zu verschrecken? Und da gibt es wirklich genügend Leute, die finden Literaturwissenschaftler, Psychologen, nein, die muss man quasi im Original bringen. Also die Geschichte einer, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Da geht es ja um einen Menschen, Mann, der keine Angst verspürt und ganz verschiedene Sachen macht, um das zu lernen. Unter anderem, was ich ein schlimmes Bild finde, steht sein toter Vater von den Toten wieder auf und legt sich zu ihm, macht ihm immer noch keine Angst. Also werden wirklich schlimme Sachen erzählt. Ich denke, es ist wichtig, dass Kinder und auch Erwachsene durch so Momente durchgehen können und dann aber am Schluss merken, ich habe das jetzt ausgehalten und dann ist auch wieder gut. Also einerseits, man kann abscheuliche und angstmachende Dinge erzählen, aber sie bleiben auch in der Geschichte. Also das Monster springt da nicht raus aus dem Märchen und ich mache den Buchdeckel zu und dann ist wieder gut. Also du sagst, sich dem Horror auszusetzen fördert die Resilienz. Ich würde das sagen. Ich bin jetzt natürlich kein Psychiater, aber da gibt es genügend Theorien, die das unterstützen. Ist ja auch schon bei Aristoteles mit der Dramentheorie, was man ja so oft sagt, man soll durch Furcht und Mitleid gehen. Am Schluss gibt es eine Katharsis. Natürlich immer ein bisschen schwierig, ob dieser Begriff Furcht bei Aristoteles 1:1 mit unserer Furcht gleichzusetzen ist. Aber die Idee, man geht wirklich durch diese schlimmen Gefühle, durch diese Urängste durch. Und am Schluss hat man gemerkt, doch, man kommt heil wieder raus. Man konnte es erzählen. Aber eben die Theatervorstellung, das Märchen, der Horrorfilm ist auch wieder vorbei. Das ist wichtig. Du hast den Begriff der Angstlust aus der Psychologie gebracht, eben einerseits sich der Angst auszusetzen, dann aber die Erfahrung machen zu dürfen, dass man sie auch überwinden kann. Du hast Aristoteles erwähnt, das heißt eigentlich, was wir heute unter Horror verstehen, ist eigentlich nichts Neues. Das hat es schon immer gegeben, sehe ich das richtig? Also das ist so, ja. Also der Tod war natürlich schon immer ein Mysterium. Gibt bei den alten griechischen Sagen, werden Menschen wieder von den Toten auferweckt. Das zieht sich wirklich durch die Menschheitsgeschichte durch, ja. Was sind denn die Mittel dieses Genres des Horrors, jetzt über alle Künste hinweg? Nicht jetzt auf das Hörspiel bezogen direkt, sondern ganz generell, um eben dieses Gefühl zu erzeugen. Gibt es da universelle Verfahren und Techniken? Also ich glaube, es muss natürlich viel arbeiten mit Licht und Dunkel, auch im übertragenen Sinne. Also Dunkel ist ja schon mal was, Dunkel, Nebel, was uns Angst macht, was versteckt sich dahinter. Dann ganz viel natürlich mit der Fantasie arbeiten. Also kein Monster ist eigentlich so schrecklich wie das ich nicht sehe. Damit kann man ganz, ganz viel arbeiten, Andeutung machen, ohne das Schreckliche jetzt wirklich zu zeigen. Damit im Kopf der Zuhörerin, des Zuschauers dann nachher die schrecklichen Bilder erst erzeugt werden, die viel schlimmer sind als alles, was man zeigen kann, korrekt? Ganz genau. Und dann kann man natürlich auch immer wieder mit ganz einfachen Schreckmomenten arbeiten. Da gibt es den englischen Wort Jumpscare, dass man im Film so einen Schnitt macht, dass man eben doch auf einmal das Monster sieht und wirklich erschreckt, ganz körperlich. Und wichtig ist natürlich oft auch, wenn man jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann, also die Protagonistin, die für uns runter in den dunklen Keller geht und wir merken, wie sie angespannt ist und die Anspannung überträgt sich. Wolfram, lass uns das mal an einem Beispiel etwas genauer anschauen. Und zwar, ich habe da herausgeschnitten einen Ausschnitt aus der neuen Staffel Grauen, die eben SRF jetzt produziert hat, unter deiner Produktionsleitung. Hören wir da mal rein. Hey, da kommt Lena. Hey, was ist denn mit der los? Hey Lena, alles klar bei dir? Party fertig, Dina? Lena! Hey! Dina ist plötzlich eine Irre auftaucht. So eine alte Frau. Sie ist zu allen an und hat jedem Einzelnen gesagt, wann und wie man will sterben. Und sie hat gesagt, ich werde mit 38 sterben. Vertrinken. Hey, Lena! Das ist echt crazy. Ihre Augen, sie hat mich so krass angeschaut. Hey Lena, ich glaube, die hat sich einfach einen Scherz mit euch erlaubt. Ja, oder irgendjemand von den anderen. Tipp mal auf den Tom oder den Marek. Oh ja. Ja, voll. Mensch! Gott
Wo kommt denn die auf einmal her? Das ist die alte Frau. Wer ist das? Eine geheimnisvolle Alte prophezeit das Todesdatum. Das war ein Ausschnitt aus der neuen SRF-Horrorstaffel Grauen. Wolfram, ja, du hast mir da schon ziemlich gerade einige Schrecken eingejagt. Wir wollen nachher noch auf die spezifischen Möglichkeiten eingehen, die das Hörspiel eben als Medium des Horrors hat. Aber sag uns zunächst von dem, was du uns vorher aufgezählt hast. Welche Elemente des Horrors waren jetzt da im Einsatz? Also kurz vor Schluss haben wir einen kleinen Jumpscare tatsächlich gehört. Die alte Frau tauchte dann plötzlich auf. Das ist jetzt im Hörspiel nicht ganz einfach, weil er keinen Schnitt machen kann und man sieht sie. Aber da hat die Musik einen kleinen Impuls gegeben und alle anderen haben sich erschreckt, stellvertretend für uns. Wir haben am Anfang schon die junge Frau, die ganz aufgelöst ist und völlig in Angst ist. Die bietet uns quasi die Identifikation. Am Schluss, man hat noch so knapp gehört, die alte Frau hat auch Effekte auf der Stimme. Also es ist die klingt als eine reale Frau, aber doch leicht verzerrt, dem doch die Realität ein bisschen abgewandelt. Und natürlich ganz stark die Musik. Sagt Wolfram Höller, ist mein Gast heute im Kulturplatz Talk. Das Grauen und Gruseln gehört zu seinem Handwerk, zu hören aktuell in der neuen Staffel der Hörspielserie Grauen, nachzuhören auf srf.ch/krimi. Du hast gesagt, an einer Stelle, ja, wäre jetzt im Film besser gewesen. Also eben, wo die Alte da auftaucht. Das Hörspiel hat es mit einem Impuls gemacht. Aber inwiefern ist eben dann das Hörspiel doch besonders geeignet, um den Horror zu erzeugen? Also da gibt es wirklich so ein paar Gründe. Ich finde so ganz einfach schon mal ist Radio dass da so Stimmen aus dem Äther kommen. Das hat schon so was Magisches, was leicht Geisterhaftes. Im Hörspiel ist es grundsätzlich dunkel. Das macht auch viel aus. Da kann sich wirklich alles Mögliche verbergen. Es gibt auch viele Hörspiele, die damit arbeiten, dass die Protagonistin im Dunkeln sind. Eigentlich auch schon von Anfang an. Und man hat ja doch alles, gerade wenn man es jetzt mit Kopfhörern hört, wirklich sehr, sehr nah. Die Stimmen direkt im Kopf, die Geräusche, die Musik im Kopf. Das kann einen wirklich auch direkt in Mark und Bein fahren. Es hat etwas Unentrinnbares. Also Hörspiel und Horror gehören irgendwo zusammen. Jetzt Wolfram Höll, du bist 1986 geboren in Leipzig, dort aufgewachsen. Du bist dann noch in der DDR geboren, aber dann in der Wendezeit aufgewachsen. Und du hast mir mal erzählt, dass es im Osten kaum Horrorgeschichten und auch keine Krimis gab, weil im Sozialismus nach offizieller Lesart zumindest ja keine Kriminalität und nichts Unheimliches existierte. Dann bist du 2007 in die Schweiz gekommen und seit 2013 bist du Hörspielregisseur bei SRF. Und dann hast du mir erzählt, als du da ins Archiv gestiegen bist, da hättest du eine Art Erleuchtung gehabt in Sachen Schweiz und Hörspiel. Was genau hast du da entdeckt? Ja, das Spannende, dass man über die Jahrzehnte immer wieder neue Gruselhörspiele erfunden worden sind. Das fand ich wirklich ganz spannend. Kennen wahrscheinlich noch viele Leute Verzeto das Tim Ferima von 1952 bis 64, 14 Ausgaben. Dann hat man in den 70er Jahren die 1002. Nacht, auch so Gruselhörspiele erfunden. Schreckmümpfeli 1975. Und wir haben in den 2020er Jahren Grauen erfunden, Gruselhörspiele. Und das fand ich einfach sehr spannend, dass man wirklich mit einer ganz starken Regelmäßigkeit alle 10 Jahre, 20 Jahre wieder findet, doch wir brauchen gruselige Hörspiele. Also genauso wie Kinder gruselige Märchen brauchen, kann man quasi keine Hörspiele produzieren, ohne früher oder später auf Grusel zu kommen. Haben sich denn diese Schweizer Gruselhörspiele über die Jahre auch verändert und entwickelt? Oder ist das immer dasselbe Strickmuster, das man da antrifft? Ehrlich gesagt, ist es oft sogar dasselbe Strickmuster. Verzählt es im Ferima, finde ich, hat immer ein ganz schönes Muster. Da sind oft 4, 5 Leute in einer Situation, wo sie eingeschlossen sind. Zum Beispiel in einem verschneiten Skihaus oder Ferienhaus oder ein Flugzeugabsturz gibt es auch in Italien. Die müssen sich die Zeit vertreiben und fangen dann an, sich gruselige Geschichten zu erzählen. Ein bisschen wie wir das selber kennen von einem Lagerfeuer im Pfadi-Lager oder bei einer Pyjama-Party. Und dann springt man in jede einzelne Geschichte rein. Ganz ähnliches Muster, ehrlich gesagt, bei die 1002. Nacht, und wir haben dasselbe Muster auch bei Grauen auch wieder übernommen, diese Lagerfeueratmosphäre, und man erzählt sich gegenseitig gruselige Geschichten. Immer ein bisschen die Frage, sind die einem wirklich
hat man die wirklich erlebt oder nicht? Beim Schreckmümpfeli ist es ein wenig anders. Da gibt es ja oft so diese ironische Pointe am Schluss. Oder? Genau. Ja. Also das Schreckmümpfeli, die Autorin Steff Stauffer, die hat da gesagt, das ist eigentlich wie ein gut erzählter Witz schlussendlich. Im Sinne von, es hat wirklich immer eine gute Pointe am Schluss. Ist oft sehr blutrünstig, Mord und Totschlag kommen vor, auch gruselige Momente. Wir können eigentlich die ganze Zeit dabei sein. Die Pointe ist oft zum Beispiel, dass jemand, der einen Mord plant, am Schluss selber umgebracht wird. Das ist so eine ganz typische Pointe. Ich denke auch, dass sie tatsächlich so Grusel oder Horror auch für Humor gut anbietet, weil Grusel schon eine große Drastik haben kann. Und die kann man natürlich dann auch wunderbar ein bisschen überdrehen und schon ist man ironisch in dem humorvollen Genre und beim Schreckmümpfeli. Ich stelle mir das unglaublich lustvoll vor, so ein Hörspiel zu produzieren, so mit diesen Elementen der Angst zu spielen. Dann lass uns da noch etwas genauer hinhören. Wir hören jetzt nochmals einen kurzen Ausschnitt aus der aktuellen Staffel Grauen. Und auch Sie, die uns zuhören, Sie können jetzt da bekommen eine kleine Höraufgabe, die ich auch jetzt Wolfram Höll stelle. Was für Elemente sind jetzt da zu hören, die uns eben Gänsehaut auslösen? Bitte. Bitte nicht. Ich bin mega langsam näher ran. Ist da jemand? Ist da jemand? Bitte. Ist da jemand? Also, da kommt einiges zusammen. Wolfram, erzähl mal, was hat dir da eingesetzt? Also die Grundsituation bietet jetzt schon sehr viel. Meine Kollegin Susanne Janssen hat die Geschichte geschrieben, ausgehend von so einer urbanen Legende, die sie im Internet gefunden hat. Diese junge Frau, die anscheinend einem Geräusch auf der Spur ist, in einem Haus und fragt, ist da jemand? Und man bekommt keine Antwort. Ich finde es ja trotzdem was man auch aus dem Alltag manchmal kennt. Also ich wache schon ab und zu mal nachts auf und höre irgendwie Geräusche. Doch ist irgendwas in der Wohnung umgefallen. Warum auch immer nachts um 3. Und dann geht man dahin, noch so halb im Schlaf. Das finde ich schon eine Situation, die kennt man, die ist bedrohlich. Sie spielt das, finde ich, sehr überzeugend. Die Lucy Wirth, die Schauspielerin, sie hat wirklich Angst. Sie wird dann sogar ein bisschen leiser. Wir haben es dann auch so aufgenommen, sie kommt ja auch eher zum Mikro näher ran. Also es wird immer intimer, je länger es geht. Gleichzeitig macht die Musik da ganz viel. Also wir haben diese kleinen Gitarrenakkorde, dann wirklich diese fiesen Geiger, fiesen Streicher da, die so ein bisschen dissonant, wirklich, das ist schon unangenehm zu hören, was ganz viel macht. Und am Schluss auch wieder, dann rappelt es richtig, wir hören, da ist was. Und dann kommt sogar noch so eine Geisterstimme rein. Die muss man in der Geschichte dann noch gar nicht groß begründen, ob die jetzt wirklich da ist oder nicht, aber der Effekt ist natürlich da. Ich stelle mir vor, das ist Feinstarbeit, so eine Szene zu machen, auszuprobieren. Wie geht dir da vor? Ja, man kann halt wirklich sich überlegen, auf welchen Ebenen man da überall arbeiten kann. Wenn man schon mal eine gute Musik hat, entweder man findet die oder eine Komponistin, die haben das komponiert, macht das wahnsinnig viel aus. Und ja, dann die Schauspieler und Schauspielerinnen wissen natürlich auch alle, was Horror sind. Viele haben auch großen Spaß an dem Genre, weil man wirklich so ganz in die Vollen gehen kann. Das hilft eigentlich auch schon. Da muss man mit denen oft gar nicht so viel arbeiten wie die haben das so gern, dass sie wirklich auch ganz reingehen. Also der Einsatz der ErzählerInnenstimme, Schritte, Geräusche, dann auch das Spiel mit der Stille, die Varianz zum Mikrofon, das sind Elemente, die du erwähnt hast, Wolfram. Und natürlich eben die Musik. Die Musik, das fällt mir schon auch auf, die ist im Horror natürlich enorm wichtig und wenn man eben Videospiele macht, dann kann man mal die Musik ausschalten, dann ist es erträglich, hast du uns erklärt. Diese beklemmend grauenerregende Stimmung, da gibt's ja berühmte Musik aus berühmten Horrorfilmen. Und diese Musik arbeitet mit spezifischen Elementen. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mit dir ein kleines Musikrate-Rätsel und Sie zu Hause können wieder mitmachen. Bist du bereit, Wolfram? Ich bin total bereit, ja. Also, erstes Beispiel.
Ja, ist der 20er schon gefallen? Was ist das für eine Musik? Aus welchem Film? Mir fällt der Titel nicht ein, aber er hat auf jeden Fall was mit Kirche zu tun und mit christlicher Symbolik, würde ich sagen. Ja, das liegt auf der Hand bei dieser Musik. Ja, Das Omen war das, 1976 von Jerry Goldsmith. Da kommt natürlich irgend sowas von einer schwarzen Messe rein. Ne? Genau, finde ich auch ganz spannend, dass wir eben genau wieder mit Licht und Schatten bei quasi, wo auch der Teufel da nicht weit ist vom Göttlichen. Wir haben es klingt nach einer Messe und dann, wie diese Frauenstimmen, diese Chöre so schlimm abkippen da. Ja. Hier dann unten geht's weiter, wird dann wie auf einer Galeere weiter getrommelt. Also da sind auch viel schlimme Maschinerien am Werk, teuflische Maschinerien. Das Schicksal. Das Schicksal, aber ein böses Schicksal, genau. Zweites Beispiel. Wolfram. Ein Klassiker. Eher moderner, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich habe ein bisschen... Ist neuer. Bisschen Synthesizer gehört. Ja. Oder? 1980. Hilf mir. The Fog. Nebel des Grauens. Genau. Von John Carpenter. Der hat Regie geführt und auch die Musik gemacht dazu. Ja, also das Gespenstische. Drittes Beispiel. Noch eines habe ich. Das kennst du. Rosemaries Baby. Genau. 1968. Regie? Polanski. Roman Polanski, genau. Und diese Musik ist von Krzysztof Komeda, ein polnischer Musiker. Warum? Das ist ja jetzt, das haben wir ja schon angesprochen am Anfang. Da kommt ja ein Element rein, das sehr häufig ist. Ja, sie sind wirklich eigentlich die Unschuld, die kindliche Unschuld, hört man da auch. Das Wiegelied hat da was drin, Kinderlied. Und von der Unschuld ist natürlich kein weiter Schritt dann zu Abgründen und Gefahr und Angst. Und das macht also wirklich die Musik nicht, es bleibt ja nicht lieblich, sondern sie wird ja konterkariert. Wir haben da gerade was sehr Beunruhigendes, Unheimliches auch drin. Ja, man hat das Gefühl, man kann das nicht anhören, weil da stimmt irgendetwas ja, nicht. Genau. Wolfram, wir haben jetzt man kann sagen, das hohe Lied gesungen auf die Kunst des Horrors, auf die Kulturgeschichte des Horrors und des Grauens, wir haben über die Mittel des Horrors, die Verfahren der Horrorerzeugung gesprochen. Aber ich frage mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, sind wir da vielleicht etwas einseitig? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, jemand, der uns zuhört, denkt sich, ja, warum muss man jetzt auch noch sich dem künstlich erzeugten Bösen aussetzen, weil eben die Welt ist doch schon genügend schrecklich. Es gibt Kriege, Horror, Seuchen, Hunger. Was hältst du dem entgegen? Also das ist real. Ich glaube, das sind einfach ganz verschiedene Bedürfnisse. Also mich wird jetzt auch, ich habe jetzt gerade privat ein Buch gelesen über Der rote Hunger an Appelbaum, über die von Stalin herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine in den 30er Jahren. Das ist natürlich einen ganz anderen Schrecken, den man da bekommt, aber den lese ich auch ganz anders als Horror in der Fiktion. Ich finde, das spricht ganz andere Teile der menschlichen Seele an, würde ich mal sagen. Und eben, was wir vorhin besprochen haben, es bietet natürlich die Möglichkeit, durch diesen Horror hindurch zu gehen und dabei gestärkt zu werden. So zumindest deine Theorie. Aber man könnte ja auch sagen, ja, so kunstvoll ist der Horror dann auch nicht immer gemacht. Also ich habe bei der Recherche da ein bisschen mich rumgeschaut und da gibt's ja also wirklich horrormäßige Horrorfilme. Ganz schlecht, finde ich. The Human Centipede, der menschliche Tausendfüßler, 2009. Weil da geht's darum, dass ein Irrer Menschen zusammennäht zu einem einzigen Wesen, eben zu einem menschlichen Tausendfüßler. Absolut abstoßend. Ist denn der Horror zuletzt nicht oft halt auch einfach Trash? Also es gibt beides. Es gibt wirklich Trash, wo man großen Spaß daran haben kann. Also es gibt Leute, die mögen sowas ja total. Den menschlichen Tausendfüßler gibt es auch mehrere Teile. Meins ist jetzt nicht direkt. Ich finde ganz spannend, wenn man sich so ein Genre nimmt wie den
Zombie-Film, wo man jetzt auch eher denkt, okay, da gibt es Filme wie die Rückkehr der reitenden Leichen oder Zombies unter Kannibalen. Das ist dann das, wie es klingt, also auch eher trashig. Und gleichzeitig gibt es da auch schon von Anfang an ganz starke Gesellschaftskritik. Und das kann man eben auch mit Zombies machen. Das sind ganz starke Metaphern. Nach der lebenden Toten von Romero, da geht es darum, eben eine Zombie-Quasi-Invasion in Amerika. Hauptfigur ist ein schwarzer Mann. Und der muss sich eben nicht nur mit Zombies rumschlagen, sondern auch mit Rassismus. Er wird einmal in ein Haus nicht reingelassen, wo noch überlebende Menschen sind, weil er schwarz ist. Und schlussendlich wird er von der Polizei erschossen. Man hat gedacht, es sei ein Zombie gewesen. Das ist durch ein ganz starker Kommentar auf Rassismus in den USA. Gibt es gerade auch ein aktuelles Beispiel, 28 Years Later. Lief jetzt gerade in den Kinos. Geht um Großbritannien, dass da eine Zombie-Epidemie ausgebrochen ist. Und zwar nur auf Großbritannien leben nur noch Zombies. Ist natürlich auch ein Kommentar auf den Brexit. Also da finde ich, gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Wolfram Höll zum Schluss. Was gewinnt man, wenn man Horror-Hörspiele hört? Ich finde, man gewinnt tolle Radio- und Hörspielminuten. Wirklich. Ganz starke Unterhaltung. Danke für das Gespräch. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.